herzlich willkommen zu diesem Sommerfest, zum Rembrandt in Oberösterreich Sommerfest. Im Namen der Geschäftsführung darf ich Sie sehr herzlich auch bei uns begrüßen. Es ist zum zweiten Mal heuer, dass wir dieses Sommerfest machen. Ich freue mich besonders, dass so viele Gäste aus Wien da sind. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele Mitarbeiter da sind, dass wieder unsere Kunden und Lieferanten da sind. Und ich freue mich, dass wir heute wieder so ein tolles Wetter haben, dass wir ganz gemütlich hier im schönsten Park einer Lackfabrik, sage ich mal, in Österreich sitzen können und einfach den Nachmittag genießen können. Now, I think Driving a Jeep, but he ain't in the army. Gets on his cigarette money from his money. Dressed like a routine to tin taxes. Warum heißt die Rembrandtin Rembrandtin? Ich erkläre es immer so, dass der Maler Rembrandt einmal bei uns gearbeitet hat. Stimmt aber nicht ganz. Wir heißen deshalb Rembrandtin, weil der Gründer von Rembrandtin-Lacke, Herr Julius Seidler, damals einen Lack hatte, einen Lack-Email für außen, den er Rembrandt-Email für außen nannte. Und wie 1937 der Lackfabrik Julius Seidler einen Namen geben wollte, hat er gesagt, okay, aus dieser Marke heraus, aus diesem Produkt heraus, nenne ich das Rembrandtin-Lacke. Übrigens, bei Rembrandtin gibt es immer noch eine Dose dieses Lackes, der voll im Tag ist. Aus dem Jahre 37. Welche Farbe? Weiß. Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. Wanna be Americano, Americano, Americano. Wants a brown Cadillac. Ooh, it's chasing shoulders, smoking camels, whiskey and soda. Rembrandt in Oberösterreich, ändert sich etwas für euch? Also ich glaube, die Entwicklung hat schon vor vielen Jahren begonnen. Rembrandt in Wien war immer ein ganz starker Partner in der Sanierung und das ist einfach, wir sind so eng zusammengewachsen. Es gibt viele Manager aus Wien, die hier unterstützen und jetzt ist es einfach der nächste logische Schritt, dass man sagt, man macht einen gemeinsamen Namen, man tritt nach außen hin mit einer Marke auf und wird dadurch noch stärker in Zukunft. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes, father if you're Was verbindet euch außer dem gemeinsamen Logo noch? Das Leidenschaft für Lack, für Service, für Kompetenz und dass wir ja auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere Industriebetriebe in Oberösterreich sind. In Rembrandt in Wien haben wir 115 Mitarbeiter circa, bei Rembrandt in Oberösterreich haben wir 55 Mitarbeiter, also in Summe 170. Wie viele Tonnen Lack produziert ihr, Rembrandt in Wien und Oberösterreich jetzt gemeinsam? Das ist wieder eine leichte Frage. In Rembrandt in Wien 14.000 Tonnen und bei Rembrandt in Oberösterreich, wenn ich schon so sagen darf, letztes Jahr natürlich noch Christ, 4.000 Tonnen im Jahr. Der Elefant ist für mich ein Tier, das einerseits natürlich Gemütlichkeit ausstrahlt, damit einhergehend ist für mich aber immer die Kontinuität, die Stabilität, er ist eindrucksvoll und genau das ist es ja, was vor allem als Christ jetzt Rembrandt in Oberösterreich am Markt ist. Wenn man einen Kunden fragt, ja, kennen Sie die Firma Christlacke, sagt jeder sofort, ja, super Anbieter, kenne ich, jahrzehntelange Treue, innovativ und genau das ist der Elefant. Sicheren Schrittes in die Zukunft gehen, auch bewerten, beharren und durch Innovation überzeugen. Wirklich? Und Kohle, ja. Wirklich? Mhm. Und wollt ihr da auch mal arbeiten? Wann
A baby in your eyes. Und kann es einfach nicht lassen und dabei ein Good Luck und macht es gut. Danke.